willkommen wie... Party, Platt und Plüschwurst! Ich habe mich richtig drauf gefreut auf die Aufnahmen von Dach. Ah, ich hab mir auch gefreut, das ist auch allwetter schon lange her, dass wir schnackt habt. Ja, für die vielleicht zum Betten behind the scenes. Für die das interessieren leid, wie nennt ihr es? Betten Blogfolgen ob, wie das in Betten einfacher ist für uns, das eins tau terminlich tau passend tau mocken. Und so habt wir nur all richtig lange nichts mehr voneinander hört. Ja, darum, also zumindest so in dieser Intensität. Also denn, wenn wir podcasten, das ist doch schon was echt intensiv. Das könnt ihr, ja, glaube ich, so vorstellen, als wenn ein sich so mit einem schönen Tass Kaffee, der Haupenset, die ich noch ins Stück kochen oder werde nicht einen Apfel oder was auch immer ich gern ät, tau und dann sitzt ein da und schnackt. Ja, und wie nennt es so richtig intensiv Tiet für uns zwei? Das finde ich so schön da an. Eben, da ist kein Handy dabei, wir telefoniert nicht noch und ja, das kann mal passieren, dass der Postbüdel kommt. Ja. Ja, genau. Aber das ist so richtig Lisa Hilker Quality Time. Ja, und wie wir das nur so lang nicht haben, habe ich mir meisten Betten allein föhlt. Hm. Oh, Ja. was? Oh. Oder einsam. Hm. Hm. Und nun könnt ihr auch ja auch geil denken, warum das in der Voll von Dach gar schall. Wir möchten nämlich einmal darüber schnacken, was Alleinwählen ist. Oder, also ob Alleinwählen was Gaut vielleicht auch werden kann oder eher was Schlechtes ist. Und wo der Unterschied zwischen Alleinwählen und Einsamwählen eigens ist. Ein bannig wichtige Thema, denn das ist auch ein Thema, was uns Dütsche echt umdriven deit. Ähm, Hm. Vielleicht habt ihr das in das verleden Jahr auch all mitkriegen. Da ist eine Studie kommen über das Einsamwein. Und ein Viertel von den wussen Lüd in Deutschland fühlt sich bannig einsam. Ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, für all die sich einsam fühlt und du was gegen morgen möchte, Sorge habt, wir habt in den Shownotes schrieb wie die Telefonnummer von der Telefonseelsorgerin oder von der studentischen Telefonseelsorge oder von der Nummer gegen Kummer, falls ihr Hölp brugt oder Hölp sögt. Ja, eben. Denn vielleicht, wenn sie das hört und denkt, oh, ich finde mich da wieder, ich weiß aber nicht, wo ich hingehen soll, ja, happy für laut Genau. zusammenstellt. Ja, ähm, aber nochmal zurück, ein Viertel von den wussen Lüd in Deutschland fühlt sich eben auch echt einsam und nicht bloß allein. Hm. Und das ist, finde ich, echt krass, weil da ist nur auch in Tüsken bei den Wissenschaftler Ruth sucht, dass Einsamkeit, also sie einsam fühlen, ja, ein Vorstufe von einer Depression werden kann. Ist das nicht krass? Ich finde, da gef nämlich erstmal als wie so das Thema Fastlegt, hef muss ich mir erstmal an oder hef ich mir erstmal die Definition ankäken, wo ist denn eigens der Unterschied zwischen allein wählen und einsam wählen? Und allein ist eigens ein physischen Tauschstand. Also wenn ich einfach keine Lü um mich hef. Das kann positiv oder negativ werden, aber der Grundutgang ist erstmal, ich hef keine Lü um mich herum. Und einsam ist dann der emotionale Tauschstand. Also, was du gerade gesagt hast, Hilka, ne? Ich fühle mich isoliert, ich fühle mich nicht Mhm. verstanden, ich fühle mich trennt von allen Sorgen. Ich fühle mich einfach einsam. Ja, und das Und kann eben auch, ja, und das kann eben auch passieren, dass du in einer großen Masse von Menschen bist und liegst fühlst du dich einsam und nicht sehen und nicht wahrnehmen. ja, und das ist so, ich muss mal und Nähkästchen plaudern, beziehungsweise verleidet Jahr habe ich ja einen Sommer einfach, ich würde sagen, ein Hochgeschwindigkeitssommer, also Fullspeed-Sommer, weil ich so viel fair habe, ich habe so viel Wagens, ich habe so viel tolle Sorgen belebt. Und ich habe aber diesen einen Moment, wo ich am Tisch mit meiner Familie seid. Also ich will physisch sein, will ich nicht allein. Und ich habe mich plötzlich einsam gefühlt. Obwohl ich in Mitmang von meinen liebsten Menschen wäre. Und da habe ich auch gedacht, ey, was ist denn los mit mir? Wieso fühle ich mich einsam, wenn ich doch umringt bin von Menschen? Das kann doch eigens nicht werden. Aber im Nachhinein betrachtet, habe ich gut von, hey, ich habe mi Sülmenbeten verloren. Und ich bin tau mi Sülm. Also, ich will
von mir Sülm isoliert. Vielleicht klingt das nun ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, die Lü, die das einmal belebt hat, wie sich das anfühlen deit, wenn man sich Sülm so ein bisschen verloren hat, dann, dat der weit, der könnt damit, oder der könnt damit was anfangen, wenn man sagen deit, hey, ich bin im Mittelmang von Menschen und fühle mich einfach einsam. Lisa, wenn ich da nochmal nachfragen drauf, ich versuche das mal zusammenzufassen, kann das auch wein, dass du die so fühlt hast, als wenn die Lüe dich nicht verstaut? Nee, das nicht. Also ich glaube nicht, dass der Lü mich nicht versteht. Ich habe mich so ein bisschen, so als ein bisschen, als so ein Fremdkörper in mir fühlt. Das ist super schwer irgendwie in Wörter forten, wie ich mich da fühlt habe, weil ähm, ich glaub, so wenn sich das vielleicht, wenn man sich das als Bild vorstellen deit, mein lief, weil die hele Zeit auf den Straßen, mein lief bei Festivals, mein lief hier, mein lief dort, aber irgendwie ist meine Seele klingt immer so esoterisch, aber vom Gefühl her ist der nicht richtig achter ankommen. Und ich habe das gar nicht alles verarbeitet, was ich eigentlich alles belebt habe und wo ich gewesen bin, was für Lüge ich kennengelernt habe, will ich mir nicht den Ruf, der mir Sülm genommen habe, um werde Taumieter finden in mir mit. Mm, mm. Ja, gerade das ist gut glicken, ne? Gerade das ist gut glicken. Das ein Mhm. nicht weit, wohin mit sich selbst, das ist echt ein Deal, ein Taken von Einsamkeit oder ja, der Anfang von sich einsam fühlen werden kann. Wie er sich in sich Mhm. selbst nicht mehr zurechtfinden kann. Ja, ja. Und da habe ich nämlich erst angefangen, darüber nachzudenken, hey, allein und einsam, weil das Wort allein, was ich auch so schön finde, auch, allein, wenn wir uns das Wort mal ankickt, hält ja eigens eins in ein. Allein. Oder wenn man das im Englischen, alone, all in one. Allein, alles in einem. Und das finde ich eigentlich so schön, weil das ja eigentlich einen positiven Udruck ist. Hey, ich bin zwar mit mir allein, aber ich bin eins in einem. Also ich bin gaut mit mir Sülm allein. Ja, einzig, ne? Du bist einzig auch. Ja, ja, genau, genau. Und das finde ich so wundervoll, wenn man sich das Wort mal so verklort und das so negativen Hang so ein Bäten von Alleinwählen wegnehmen deit. Denn hier kann ich mich mal von die Wäten. Was Oh sind so je. die Top 5 Sorgen, die du gern allein morgen deist? Äh, Dann wat mir direkt im Magen als erstes infallen deit. Ähm, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich das so, ja, wahrscheinlich das sagen, ob Platz 1 sagen kann, aber ich sag das einfach mal, also ich go doch gern allein auf dem Loken. Ja, ja. Schön, dass du das nochmal sagen darfst. Ich go gern allein auf dem Loken. So, nur welche Bescheid. Für all die vielleicht Partyplatt und Plüschmus Bingo spielt, Loken das Thema Loken hab wie verhüt abhakt. Ich glaube, wir haben nicht viele Folgen, wo wir nicht riechen, sondern Thema Loken nochmal Ja. binnen habt, oder? Wie man Ja. nochmal um Squatty Potty irgendwie überleiten. Ja. Ja, wir habt übrigens auch ein Sünderfurcht bloß über die Toilette. Könnt ihr Da gehen wir rein. Bunny spannend. Okay, hätte ich das Thema auch abhakt von da. Was mag ich noch gern allein? Ich gehe, ja, ich bin ja so ein bisschen mal über Kleidage und ich gehe gern allein shoppen. Mhm. Mhm. Also das ist ja schon mal so mit Shopping Queen oder weiß ich nicht was, wo der dann in Horden rumläuft. Nee, ich mag das clever allein. Mhm. Shoppen gehen. Ähm, Was mag ich noch gern allein? Ich sit auch einfach mal gern allein und lese. Ja. Sitzt du denn auch so öffentlich in den Ort, so im Café oder so? Nee, nicht mal das. Mhm. Ich bin Mhm. dann echt gern Affschott, also wo auch kein Ablenken ist, wo ich so richtig Mhm. in die Geschichte, in das Buch dann rindükern kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall was. Und was mag ich noch gern allein? Ne, wenn ein fragt was, dann fällt ein nix ein. Ne? Mhm. Das ist Ich ja schon kann, mal wenn so. der Taten deit, kann ich dir erstmal meine Top 5 vertellen. Vielleicht Ja, kannst du bitte. dir noch ein bisschen Tiet über Nautor denken.
Ich habe die Mhm. nur wirklich nur überfallen. Ah, nee, mir fällt noch was in, mir fällt noch was in. Oh ja. Ich feuer gern allein Auto. Oh, wie du denn singen kannst? Ja. Ey, und bloß, ne, das ist nicht so, dass ich so schlecht singe, aber dann kann ich das singen, worauf ich Lust habe. Ja, das stimmt. Ich glaube, So, was transformiert sich zu Mariah Carey, wenn sie an Stür sitzt. da, ja, das ist so. Und was mag ich noch gern allein? Ein letzte Sache, dann haben wir die Top 5. Ich glaube, ich telefoniere gern, ja, ich telefoniere gern auch allein, wenn nichts anders in Ruhm ist, ja. Ah, bist du so ein Typ, der auch beim Telefonieren jemals rumlopen muss? Rumlopen, hier was morgen, da was morgen. Ja. So, und ich hab das nicht gern, wenn dann ja, neben mir auf Sofa sitzt oder so. Ja, ja, kann ich voll verstehen. Ja, Ja, das kenne ich. so. Denn wie meine Top 5 sind glücklich ein bisschen mehr outgoing, würde ich sagen, also ein bisschen mehr gut gone. Denn, okay, meine Top 1 ist vielleicht Sülms verklorend. Ich reise einfach gern allein. Das ist so ein Ding, auch also Urlaub feiern würden Reisen jetzt vielleicht nicht nennen, aber für all die vielleicht nicht tau kommen sind, nicht tau hörers, ich lebe in meinem Bus, also in meinem Van und reise damit durch Europa. Und dann mache ich halt allein. Wie ich das total schön finde, auch, dass ich einfach dort anholen kann, wo ich möchte. Ich kann dann wieder feiern, wann ich möchte. Also ich kann das halt ganz eigens verkloren oder ganz silben fastlegen, wann, wie und wo ich eigens hin möchte. Und das finde ich so schön am allein Reisen. Und hier mache ich nochmal einen Appell an all die Buden, wenn Sie Lust habt, zu reisen, Lord Jau nicht zurückholen von Menschen, die vielleicht nicht mit Jau reisen möchten. Einfach mal losfeuern. Eigens ist allein Reisen oder von den meisten Lü habe ich gehört, dass das ein totaler Gamechanger wäre. Als sie sagt, oder als sie dann beschlossen habt, hey, wir möchten mal allein los. Und dann lief ich das allein einfach am Meer lang lopen. Ich finde das so, kennst du das, Hilke, wenn man spazieren kann, dann einfach so die Gedanken so schweben lauten deit. Das kann ich nur allein. Ach, Lisa, wie ist das nur eins hier mega prosaisch mit das Ja, Alleinsein irre, ne? wieder und ich bin hier, ja, ich gehe gern allein auf dem Loken, ich feuer gern allein auf, ich gehe gern allein nach Norden. Hilke, du kenn ich die jungen Band, von daher Victor darum set, du das sagen nice. Ja, Lisa, Aber, ich aber grill schon. was du auch gern allein magst, das weiß ich, um ein Konzert gehen, Ja, oder? ja, ja, Genau, das hätte ja, ich ja. nämlich auch. Wo ich mir denke, hey, wenn ich Lust habe auf die Band und vielleicht meine Freundin dort nicht ganz so drauf stehen, dort leider, dann gehe ich da doch allein hin. Also, da habe ich ja gar kein Problem. Bevor ich davon abholen lassen da, gehe ich lieber allein oder auch allein vieren. Ich war ja auf Korfu Mhm. das erste Mal so richtig allein vieren. Also, in einem anderen Land, mit anderen Lü und dann halt nochmal allein. Und da würde ich schon sagen, das wäre ein Beleven. Ich bin jetzt noch nicht so andauernd wie der griechischen Jugendlichen vier. Das war nicht ganz mein Ding, weil auch auf 2 Uhr nachts käme dann ein griechischer Gangster-Rapper. Ob griechisch natürlich. Wo ich nichts mehr verstanden habe und wo ich dann dachte, okay, Lieschen ist nüchtern, Lieschen hat hier versteht kein Wort, ich glaube, Lieschen geht nur Bett. Aber an sich war das richtig witzig. Und ich war da noch, auch bin ich stolz auf mich, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe dort einfach allein hin. Das wäre echt ganz cool. Und das Allerwichtigste, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, das allein morgen, ist mal eine Date Night für sich oder mit sich Sülmstau haben. Kannst du sowas auch, Hilka? Daten mit sich selbst, ja, kenne ich auch. Mm. Mm. Das ist wie mir dann so, dann kaufe ich mir Sushi Oh. und vielleicht was Schönes zu trinken. Und dann mag ich mir meinen Fingernagels und kick in richtig doofe Serie. Ja, ja, tau schön. Hey, liebe Tauhörers, schrieft uns gern mal, was Jaun Date Night mit Jau Sülm ist, was Gida so mockt. Da würde mich aber nicht interessieren. Ja, bitte. Und vielleicht habt ihr ja auch einen romantic Aspekt, wenn ihr allein vieren sind oder so. Hm, hm. Allein lernt einen die besten oder die spannendsten Menschen kennen. Ja, eben. Weil dann kann ein sich Hm. auch besser auf Analyse konzentrieren, als wenn ein lieg so sie einen Krieg mit dabei hat. Das habe ich beim Reisen auch gemerkt. Als bald ich angefangen habe, allein loszulaufen,
Mut ist es ja in mir verantworten, ob ich Lü kennenlernen möchte oder nicht. Wie, wenn ich in meinem Van, also in der Lissy Levendau, kann ich die hele Zeit für mich so in meinem Auto van und kein einsteigt plötzlich fährt Auto und sagt, hey Lisa, möchtest du mein Freund van? Nee, ich muss gut gehen, wenn ich Menschen treiben möchte. Und ich muss die verantworten und die Energie in die Hand nehmen, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt gut und lerne hier einfach mal die Lü um mich rum kennen. Und ein Guide dann einfach schon ganz anders auf die Lü tau, was ich total schön finde auch. Ja, 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 das ist so. Also das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und diese Phasen, wenn ein dann eben alleine los ist. Also ich kenne das auch noch Mhm. gute Studienzeit. Äh, Da habe ich auch schon mal Phasen hat, wo ich dann eben allein lostrocken bin. Ja. Weil das eine große Überwindung für die? Ich glaube das erste Mal ja, aber Mhm. achte, na, wäre das echt okay. So, Ja. ich glaube, so als Frau ist das eben wichtig, dass ein sich nicht voll loben lässt, Ja. ne? Dass ein nicht tun allein losgeht. Das ist Mhm. wichtig. Aber wenn ein das in Achterkopf hat, ne, vorsichtig zu werden mit Alkohol, sind da wunderbare Abende, Wayne. Echt. Also ich habe da viel Spaß hat. Ja. Aber Lisa, ich glaube, ein oder zwei Punkte hast du noch. Ich habe noch, dass ich lebe das allein am Sporttag gehen. Das ist so eine Sorge. Ich gehe auch gern mal mit einem anderen, zum Beispiel trainieren oder so und auch dann der in die Intervisen, in die Geräte und so, gar kein Problem. Trainingsplan mag ich eins gern. Aber das ist so meine Me-Time, wo ich einfach meine super schlechte Musik hören dau, der ich aber über eins laufen dau und wo ich wirklich nur mit mir und mein Lief bin. Und ich habe auch keine Lust, dass da gerade Lü kommt und mir antoschnacken und so, dass ich gerade mit mir noch holen möchte. Ich finde das nett, Cottonmouth Smalltalk, absolut, aber ich könnte das nicht so als Fälle, dass mag der dann to 5 oder to 6 um ein Gerät rumstehen, da ihr müsst eine trainiert und der anderen schnackt. Könnte ich überhaupt nicht. Von daher Nee. Sport ist auf jeden Fall, was ich meist allein morgen da. Und tanzen so, oh Gott, in der eigenen Stufe. Das finde ich Ja. wunderschön. Wie, wenn ich Lust habe zu tanzen, aber da ist nun gerade keine Party oder so, dann kann ich ja trotzdem tanzen gehen. Das ist richtig. Das ist auch richtig. Das mag ich auch gern. Ne? Wenn ich mal Ja, allein dann macht so los. glücklich. Ne? Das ist so, Ja. oh, Dann dreist du die Musik ab und hörst bloß die Musik. Und ja, ja, und hier kann ich muss vertellen. Oh, ich war verleden, 2 Wochen, für 2 Wochen war ich in München ob ein Karaoke oder in ein Karaoke-Bar. Und they habt Unwritten von Natasha Bedingfield gespielt. Weißt du noch von der letzten Folge? ja. Und ich dachte mir, okay, das ist ein Taken. Und nur ich storbe werde so ob diese verkappten 2 Dusender. Oh, ich will mir da richtig fangen. Ist doch auch gerade, das Y2K Revival? So? Ja, dann würdet ihr auch bald wieder diese Partys geben. Geil. Yes. Ja, denke ich auch. Also jed ein rächt sich da über ob, oh ja, und hier und da und denkt so, warum? Die Musik war doch wieder gut. Ja! Wie weht ja, was kommt? Ja. Total schön. Das war super. Auf jeden Fall. Nee, aber das sind ja auch alles so was, wie du secht haben, eher so die Aspekte von allein wein, ne? Mit sich Mhm. selbst wein, sich auf sich selbst auch konzentrieren. So allein vieren gone ist ja so ein bisschen dealt, ne? Du geist allein los, aber wenn du dann Lühe kennenlernst, dann bist du ja nicht mehr allein. Mhm. Genau. Ja, ähm, aber das ist ja, ich glaube, das Happy Rutbroch, das hätte ja auch was Positives. So, ne? Allein wein. Mhm. Genau. Wie einsam gibt das eigentlich nichts Positives. Und ich habe mir irgendwo angekeken, was dann einsam wären, eigentlich eins mit us Lief morgen deit. Oh. Ja, das ist nämlich ganz schön gruselig, denn wenn wir uns einsam fühlt, wir sind soziale Wesen. Wenn wir uns einsam fühlt, dann wird das Freue in eine Steintit, weil das eine riesige Gefahr, dass wir nicht überleben könnt. Wir wie Mörd in Gruppen leben. Menschen sind einfach Gruppenderten. Und wenn wir uns nur einsam fühlt, denkt, us Steintit prägen, jemals noch, okay, us Überleben ist gefährdet. Und von daher habt wie dauerhaft Stress.
dauerhaft schon chronischen Stress. Und dieser Stress, der kann dort verfolgen, dass wie Bluthochdruck kriegt, dass wie Haarzüg ward, dass wie ein fehlterwieget Immunsystem kriegt, schlecht schlafen dauert. All das kann nur, sag ich mal, nur in Anführungszeichen, nur davon kommen, dass wir uns einsam fühlt. Und das finde ich schon ganz schön, also das finde ich bannig schlimm. Wir eigens muss kein ein einsam werden in us hütigen Tiden. Nee, weil das ist ja auch so liegt. Du kannst fix einen anrufen, du kannst Videotelefonie machen, du kannst nach einen Verein hingehen, du kannst dich mit den Lüe droppen und connecten, mit denen du auch kannst. Das habt wir auch in Corona sehen, ne? Mit den Plattdütschen, die sich dann auf einmal Ja, ja, zusammengefunden habt, ne? Nimm kein ja, Plattdütschen wird von Dach mehr einsam und allein mit seinem Plattdütsch blieben. ja. Oh, da muss ich noch kurz erzählen. Oh, sorry, ich kann nicht so hingriffen, Tau. Aber gerade so in den Verein in Trampen, das gibt über 60.000 Vereine in Deutschland. Über alles Mögliche. Ob das Lütsche Dertenverein sind, ob das Lütsche Gurnverein sind, ob das aber Sportverein sind, ob das Brettspielverein sind oder aber auch Plattdütschverein. Denn das gibt diese Plattdütschvereine. Und ich ich weiß noch nicht genau, was ich drauf verwetten würde, aber ich würde wetten, dass auch in Jaun nächste ein Plattdütschverein geben deit. Und ich bin für 2 Tagen im Plattdütschverein in Viöl, also im Norden von Schleswig-Holstein, wären. Und ich bin de beeindruckt, wo aktiv die sind. Die macht so tolle Sorgen. Die habt zum Beispiel einen Bastelbüdel für Kinder, wo die Kinder in eine Schaul einen Büdel kriegt, mit einer plattdütschen Anleiten und all die Sorgen, die sie braucht, taun basteln. Dann ist da ein QR-Code, den könnt ihr aufscannen. Und dann wird die Bastel anleiten und nochmal verlesen, zum Beispiel. Die habt Leseabende mit, wo so Großmuttis setzt ich den da hin und lässt den Kindern was platt fair. Die habt Spieleabende. Also die sind so aktiv, was ich vorher überhaupt nicht richtig sehen habe und ich weiß. Also manchmal muss man einfach nur im Bett die Augen oben mocken. Was gibt das eigentlich alles um mich herum? Eben, eben. Und die leben Plattdütsch kriegen, giftet überall im Plattdütschland. Und vielleicht Oder man muss einen mocken. Sorry. oder ein Morgen, eben. Also ja, hier, ich war doch in Wendschott, bei Wulseburg, und hab dann Vortrag holen. Und dort die Plattdütsch kriegen, der hätt sich vor 2 Jahren erst ne Gründ. So, das ist hier kein Eulenkriegen, der das seit 40, 50 Jahren gibt. Nee, der ist ne Gründ worden. Und da denke ich mir, Toll. ja, eben, die Energie kannst du eben auch haben. Ja, ja, genau. Das ist natürlich jemals der Punkt, gerade wenn man sich alle schon einsam fühlen deit und isoliert fühlen deit, ist es natürlich umso schworer, das einen Schritt runtermocken. Aber was ist der Worst Case, was passieren kann? Eigentlich gibt es keinen schlimmeren Fall mehr, als allein werden. Das ist so. Und weißt du, allein wenn du versuchst, mit anderen Menschen ein nettes Wort zu wechseln, das kann sich all positiv, ob die ihn instellen, gegen Einsamkeit utwagen. Zum Beispiel gibt das eine Stadt in Schweden, Luleå, hätte Glöwig, und da versucht sich die Lü einfach zu gröten. Die sagt einfach zu jedem hey, also hallo, guten Tag. Toll. Denn so hätte man gut gefunden, dass wenn ein sich tägen sie dich guten Tag sagt, dann wagt sich das wieder gut und positiv ob das Wohlbefinden und Gesundheit gut. Und wie einfach ist das bitte? Ja, Wie toll. Ich bin da hin und weg von. Ich kenne das halt und mim derb auch. Also mim derb ist so lütschig. Da fast jeden sagt jeden Hallo. Einfach nur so, wie das schön ist. ja. Eben, ich habe da auch so eine Anekdote. Ich habe Buttons, da habe ich an fast jeden Jack oder von mir an oder an meinen Rucksack, der seid ob Platznacker. Und wie Ah, ist das toll. echt Faken passiert, dass mir Lüe anschnackt habt und sagt, oh, also entweder die wären selbst Plattschnacker oder die habt ihr dull gefunden oder habt ihn kennt oder sowas. Und so hätt man dann glicksen Lütschen Schnack hat. Und das muss ja nur Ja, kein groten Utu schwen, aber bloß mal kort mit ein freundlich tau schnacken. ja, ja, genau. Und schöne Überleiten, denn ich habe mir überlegt, was Sie Route nur mitnehmen können, der Tau hört. Und ich habe mir gedacht,
ich gebe schon einfach mal 3 Aufgaben. Ganz lütsche Aufgaben. Und ihr könnt ja überlegen, ob ihr die jeden Tag morgen möchtet oder einmal in der Weg. Nummer 1, einfach mal einen fremden Menschen ein Kompliment morgen. Hilka, kannst du sowas? Hast du sowas einmal mockt? Ja, das kann ich gut. Ich kann auch Ja. gern Frunzlüt-Komplimente machen. Wie Oh, du sie. und was ist wertvoller als ein Kompliment von einer Frau oder einer Frau, tau eine Frau? Ja, Großartig. Finde ich ja, richtig gaut. Und das geht so einfach. ja, ich bin für mehr Komplimente. Ja, du siehst Glicks, wo die Lü oblein dauert, wo sie anfangen zu mustern und die Augen, die töwert richtig. Also, ja, bin ich auch voll fair. Ich bin auch dabei. Komplimente tau morgen. Und das werde tau öven, das wieder werden uns Gesellschaft drin bringt. Einfach mal tau sehen, was Schönes du an eigens ist. Und nicht Ja, im Jümmes nur das Grise und Schlechte tau sehen. ja, Also, gaut, Komplimente, happy schon mal. Die zweite Sorge ist, ein Freund auch mal ein Kompliment am Morgen. Wie oft ist, oder die Familie, wie nennt viele Menschen, nimmt wie so als selbstverständlich vor. Aber vielleicht sind sie das gar nicht. Und von daher, du auch klickst mal Komplimente morgen. Meistens ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher als klickst um fremde Menschen tautogon. Und das dritte ist, wie alle Freunde oder Familienmitglieder, von denen ihr lange nichts gehört habt, einfach mal weiter melden. Die weiß, freut sie sich bannig. ja. Also, das finde ich, das ist so eine schöne Sache, so, oh Mann, von meinen Cousinen habe ich lang nichts mehr gehört. Ich melde mich einfach mal. Das hast du schön, sagt Frau Schollmeistersche Lisa. Oh, danke, danke. Ja, das habe ich mir so gedacht. Und ich denke, das kann man ganz gut in sie Dach mit inbringen, ob er einen sieht, andere Menschen Bäde füllen taulauten. Aber wenn du siehst, wo sie sich Bäde füllt, füllst du die Uxulm die Fellfellbäde. Und das ist so Ja, schön da an. eben. Und ich muss, glücklich an dieser Stelle und nochmal mein Vorurteil abrühmen. Gruftis sind nicht einsam. Schön, dass du noch was echt hast. Die sind vielleicht Misanthropen, aber nicht einsam. Schön. Oh, Gruftis Komplimente. Ja, wenn ich in Grufti söht, dann mag doch vielleicht nicht unfrocht ein Foto oder kiek komisch, sondern Gott hin und sagt, dullen Silberschmuck hast du oder klasse Frisur. Da freut die sich. Ja, schön. Da kannst du sagen. Du, aber weißt du, was Lüe auch zusammenbringt? Na, Die Musik. der Musik. Absolut. Obwohl ich habe meistens gefeiert, dass us Musikquiz mir so ein Bäten Ute Rech bringt und mir immer beide so ein Bäten isoliert von die. Ja, Quatsch. Okay, okay. Möchtest du anfangen, das mal? Ja, ich habe mir extra was Aktuelle Trutsicht. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, Ja, ja. ich bin bereit. Ich verklor auch Klicks nochmal, warum. Das passt eigens auch wunderbarer Wies zu ein Thema, das wir auch hier im Podcast gerade anschnackt haben. Aber ja, ich fange mal an. Ist ein aktuellen Song. Sie het Sminke bin Spägel in er Slapkammer. Böwer bin lange Netzstrümp und zwarte Staples. Näs mit n Ring und Zigarettenrög. Half dot, aber sie süd jimmers noch söd ut. Sie is ein Undert, dat ut süd as ein Mensch. Und sie kennt allwör von de Trap-Leder. Morgt ein Bild mit er karsenroten Lippensticken. Sie secht, sie dröppt bloß Kerls mit ein groten. Ich weiß nicht, bist du all abgekommen? Du wird der Refrain noch nicht dabei, oder? Nee, der wäre noch nicht dabei. Das ist mal wirklich nicht unterschlagen. Deswegen frage ich noch mal. Okay, okay, ich buch den Refrain, glaube ich, noch mal. Okay, ich mag den Refrain, ich würde aber was piepen. Also, ich verkäk mi in ein Ich bin verschorten in ein Ich verkäk mi in ein Alles, was ich will, ist ein I'm in love with a... I fell in love with a... Das ist ein Englisch-Slate, oder? Ja. Oh, I'm in love with a... Weißt du, weil ich die hele Titel nur im Ohr habe, aber das ist nicht aktuell. Das ist I'm in love with a Fairy Tale.
Das ist das nicht, ne? Nee, wir sind nicht, wir sind nicht wie ein ISC. Oh Mann. Den fand ich richtig gaut, den Song. Ja, der wäre I'm in schön. love. Kannst du mir einen Wettentipp geben? Het wat auch mit den zwei Dusender zu tun. Nee, weiß ich nicht, komme ich nicht drauf. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp, vielleicht kommst du dann ob. Ähm, Wart Faken mit Gruftis verwesselt. Emos? Ja! Ähm, I'm in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. Eins, was ich will, ist ein emo girl. Ah, witzig. Kenn ich gar nicht, wollte ich nichts mehr hören, finde ich gaut. Ja, also das Lied ist von Machine Gun Kelly. So viel, so hier Klatsch und Tratsch. Die mit hier, die ein Schauspielerische von Fast and Furious zusammen ist, glaube ich. Wo hätte, ja, auch so eine badig schöne Frau. Badig schöne Frau. Oh. Machine Gun Kelly könnt ihr selber recherchieren. Und ja, das passt so ein Beten. Wir Emos sind ja auch so ein Beten allein. Und sind ja eben daneben sind sie nicht. Aber aufpassen, Emos habt nichts mit Gruftis zu tun. Das ist eine große Trennlinie. Aber wenn ich in den Insta rinkeken habt, dann wett ich das auch. Sehr geil. Und wenn nicht, dann kickt sie doch nämlich Klicks rein und eine Ballerdutsche wie Instagram, bitte. Ja. Und mein Song hat eigens auch was mit uns Thema zu tun. Ist bitte. auch ein aktuellen Song. Okay, ich fange mal an. Wie wär Gaut, wie wär Gold? Ein Dröm, der sich nicht für Köpenlotten deit. Wie wär ein Gaut, bit wie dat nicht mehr wähn. Wie habt ein Hus baut und habt dat Brennen sein. Ich will die nicht verloten. Ich will nicht lügen. Ich hab Anfang zu weinen, aber kann mich nicht dran erinnern. Okay, nun kommt der Refrain. Ich kann mir Söms Blaum köpen, mir Normen in den Sand schrieven. Ich kann über Stunden mit mir Söm schnacken. Sorgen singen, der du nicht verstorben deist. Ich kann mit mir Söm tanzen gorn und min eigen Hand holen. Ja, ich kann mir Söms better leben, als du dat kunst. Da, 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 dum, da, da. Ja, das ist natürlich Flowers von Miley Cyrus. Ah, 100 Punkte an die Hilke, ja. Das ist ein Ja, schöner Song, oder? Oh, ja, ich mach den Text gern. der ist richtig schön. Der ist richtig schön. Mhm. Ich glaube, sie hätte aber auch einen Haratit achter sich hat. Ich krieg das ja immer jüngst nicht so mit. Ich bin ja in diesem ganzen Promi-Flash-Ding, bin ich einfach nicht so bin. Oh, Hilka, de Gossip-Grufti. Oh, das ist ja ein schönes Format. Hilka, de Gossip-Grufti. Cool, du hast irgendwie braucht nochmal ein Format von Partyblatt und Plüschmaus, den Gossip-Grufti vertellt. Das wäre richtig schön. Oh. Aber, liebe Gossip-Grufti, von was vertellt wie denn in der Taukomfolge? Oh Gott, da vertellt wie nicht bloß über den Loken, sondern vielleicht auch, was wir für Papier auf dem Loken habt und vielleicht gibt da bloß das eine Papier, also das ist bloß hypothetisch, weiß ich nicht. Nein, wir schnacken nämlich über uns Macken und Marotten. Genau, und ich hab mal so Betten Käken, was Macken und Marotten dann eigens auf Plattdeutsch hat. Und da gibt es das wunderschöne Wort Fimmel. Ich hab das Ja, schon total vergessen. Ich finde das Wort Fimmel total witzig. Oder Burg Spleen, Nück, Schrull oder Vogel. All das sagt ihr das. Richtig witzig. Und genau, du überschnackt wieder in der Taukom-Folge. Also, ich freu mich drauf, Hilka. das war witzig. Oh ja. Oh. Ja, wir schnacken richtig Dave und uns Neikasten. Oh ja, da kommt unsere deepsten Afgründe, kommt dort Tom Verschin. Definitiv. Ah, ja, okay. Mag Ich freu das mich auch. Gauchi leben. Falle. Tschüss. Tschüss.